Also, wir sind beim Diner angekommen, sind da rausgestiegen. Mal schnell schauen, ob uns Mystery Box noch irgendetwas Gutes gibt. Weil wir wollen immer noch Dragon. Das ist leider gar nichts. Der Executioner möchte ich lieber nicht ausprobieren. Und ihr seht, die AKU funktioniert hier wunderbar. Jetzt muss ich hier leider weiterziehen, weil im Diner gibt es zwar noch etwas Cooles, aber das kann ich im Moment noch gerade nicht auslösen. Für das brauche ich eben so einen Styli, wo ich eigentlich den Bus tunen kann. Und ich habe ja vorhin gesagt, innen im Bus, etwa Hälfte oder ein bisschen weiter vorne, gibt es ja das Loch in der Decke, wo man dann durch könnte, wenn man dort so einen Styli mit einer kleineren Leiter montieren. Und die Busteile sind entweder ganz am Anfang, weder zum ersten Raum auskommen. Also dort, wo das Mannequin herstellt, wenn ihr es zusammenstellt, hat es gerade rechts ein Teil, entweder das Leiter, die Schaufel vor oder eben das Teil für aufs Dach. Oder es ist näher im Diner ganz hinten bei diesem kleinen Shop, wo ich jetzt in diesem Durchgang die Schaufel habe gefunden. Oder jetzt die dritte Location ist näher hier beim Bauernhof. Auch in dieser kleinen Garage oder so, wo der Traktor drinnen steht. Darum steige ich jetzt hier aus. Mache hier schnell auf für 57. Säckle hier direkt zu meinem gewünschten Ziel. Stelle dort das Mannequin her, den Stromgenerator. Und jetzt seht ihr diese Klappe hier. Die brauche ich eben. Mit der könnte ich einerseits eben aufs Dach vom Bus. Von innen. Oder dann eben im Diner aufs Dach. Und genau das möchte ich jetzt machen. Zuerst schnell schauen, dass ich hier nicht dumm von den Zombies fertig gemacht werde. Nehme die leichtere Waffe raus, damit ich schneller säckeln kann. Und jetzt ziehe ich einfach durch den Nebel durch. Weil man überlebt es. Man sieht zwar nicht so gut, aber eine grosse Hilfe ist eben hinten der Strahl von Mystery Box. Die ist ja immer noch beim Diner. Und von dem her muss ich eigentlich so ein bisschen grob in die Richtung ziehen. Und dann sollte ich dort schon ankommen. So, die kleinen Michelers. Eben immer, wenn du so einen auf dem Kopf hast, schön den rechten Stick klickern oder halt, welche Taste du immer fürs Messer brauchst. Vielleicht die ja gewisse auch im Zombies dropshotten. So, da wäre wieder so ein Teleporterlicht. Aber hier taucht leider gar keiner von diesen kleinen Michi-Zombies auf, komischerweise. Darum ziehe ich hier jetzt einfach mal weiter. Ihr seht, vorne das Licht, das Hauen wird immer grösser. Jetzt hier über die Lava. Hüpf, 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 hüpf. Und der letzte, jawohl. So überlebt man das. Aber es könnte schon brenzlig werden. He? Also, yes. Komm, verzieh dich. Der hat sich noch aus dem Nebel rausgewagt. Meistens säckeln sie dann zurück, wenn man aus dem Nebel draussen ist. Also jetzt, was ist hier zu machen? Und zwar hier ganz hinten gibt es eine Luke für aufs Dach. Dort könnt ihr das Teil montieren und dann könnt ihr es dann auch im Bus halt nicht brauchen. Also da müsst ihr euch überlegen, was ist noch wichtiger. Aber hier gibt es die Elektroschockfäuste. Und für die es noch nicht wissen, bis zur Runde 15 ist das ein One-Hit-Kill, alle Zombies. Und ab dann sind es dann 2 Schläge bis 25 oder ich weiss doch auch nicht, was dann 3 werden oder wie auch immer. Auf jeden Fall auch die explodieren, werden so eigentlich gerade ausgelöscht. Also das funktioniert wunderbar und lohnt sich auch, die 6000 zu investieren. Weil man spart sich extrem Munition. Und ich finde es einfach auch viel spassiger, denen sich so einen Elektroschock ins Gesicht reinzudrücken. Ja, also jetzt hier habe ich es fast ein bisschen wieder verkackt, bin wieder in eine Ecke reingestanden, hatte zum Glück noch Mund in der Hämmerknarre gehabt, zwar auch nicht viel. Langsam wird es wirklich kneben, aber eben die Elektrofaust hilft hier immens. So macht man die Gegner eigentlich ziemlich locker fertig. Jetzt haben wir hier noch 100 Schuss, darum wieder mal ein Monkey Bomb rein. Wenn es Max Ammo gibt, tut es die Augen wieder auffüllen, dann hat er dann auch wieder 3 von denen. Zombies ein bisschen am Shaken dort. Ja. Nicht alle genug, der Explosionsradius ist nicht so gigantisch, aber es geht ja mehr darum, dass sie eben die ganze Aufmerksamkeit aufs Äffli lenken und man selber schön abhauen kann. Der hier versucht es richtig gescheit, hat sich den Weg auch sparen können. Da kann man glaube ich sonst nie durch. Und abmontieren kann man es jetzt auch nicht wieder. Ja, wie gesagt, man hätte es auch im Bus können brauchen, aber so tragisch ist das jetzt auch nicht.
ziehen wir hier jetzt mal ein bisschen weiter. Und ja, die Sache ist halt jetzt einfach die, der Bus ist weg. Das bedeutet entweder ziehen wir zu Fuß weiter oder wir warten. Und währenddem, dass wir warten, können wir noch eine Mystery Box ankicken. Und ja, also, es klingt vielleicht lustig, mit einer Barrett auf Zombies zu schießen, aber tut nichts nicht an im Fall. Also ich weiss nicht genau, was passiert, wenn man sie aufrüstet. Oder habe ich es echt gleich schon mal ausprobiert und das war so scheiße, dass ich es gerade wieder vergessen habe. Auf jeden Fall vergessen den Fisch. Und hier KP40 ist zwar auch nicht schlecht, aber der Vorteil ist halt wirklich an AKU, dass ihr dort Munition kaufen könnt. Also jetzt wieder das grüne Licht. Da habe ich ein bisschen umgekehrt, habe überlegt, ob ich vielleicht so einen kleinen Zombie-Michi reinlocken auf meinem Kopf. Und dann den Teleporter so provozieren. Aber das Problem ist, wenn ich zweimal mit dem Elektroschocker reinschlage, ist der kleine Michel auch weg. Und jetzt ist mir das gerade fast wieder zum Verhängnis geworden. Es ist für mich aber noch schwierig einzuschätzen, wie weit das Zombies jetzt mit ihren Armen schwingen können. Weil mir jetzt auch schon dünkt, das längt die Führung und dann haben sie mir 2 reingeklopft und ich bin in der 6. Runde schon wieder down oder so. Also das Szenario kann ich sehr gut. Jetzt wenn ihr Kollegen habt, die einigermaßen sozial sind, die meisten Spieler, hat sich in meinen Augen gezeigt, sind relativ egoistische Jungen, kann man relativ cool das Zeug das zweite oder noch mehr ausprobieren. Aber ja, wenn man einfach nicht zusammen spielt, dann ist der Multiplayer-Modus im Zombies in meinen Augen ziemlich für den Arsch. Aber wenn man schön im Team koordiniert, dann macht es richtig Spass. Also Max Ammo ist wieder voll. Und hier bei diesen Extras tue ich auch warten, bis sie das 3. Mal blinken und dann einsammeln. Sagen wir jetzt mal, wenn eine Runde fertig ist oder so und ihr habt eben noch so ein 2-mal am Starten, könnt ihr schnell warten, bis 3 Mal blinkt, dann einsammeln. Dann habt ihr sie in dem Sinne am längsten. Also, jetzt bin ich auch wieder ein bisschen am Rumgeistern. Irren. Und ja, hier vorne ist die Lava. Das bedeutet eigentlich Nummer 1, wir packen wieder mal den Hüpfjor raus. Jetzt werde ich sogar noch angegriffen werden im Hüpfen. Und ja, jetzt ist es also sehr, sehr knapp geworden. Der kommt auch noch mal. Und da habe ich gedacht, hey, nein, jetzt ist schon wieder Feierabend. Ich säckle jetzt einfach wie ein Pick, irgendwie im Zeug rum, gesehen fast nichts. Aber ja, ich habe es überlebt. Juggernaut sei Dank. Stamina ab und er baut das Elektro-Ding. Und hat er gesehen, jetzt hat es den Teleporter gegeben, jetzt einfach aufhüpfen. Und zack, dann wird man wie im Alice im Wunderland irgendeinem anders hergebracht. Aber ich muss es selber herausfinden oder muss irgendwie nachlesen, wo es einem herbringt. Da habe ich jetzt gar nicht so Ahnung, wo ich bin, obwohl die Strecken zwischen den Locations sind schon sehr, wie soll ich sagen, haben ihren Wiedererkennungswert. Es ist nicht so, dass jetzt alles gerade der Tunnel ist. Und jetzt hier habe ich mich, glaube ich, selber recht verarscht, genau. Weil, jetzt bin ich nicht ganz sicher, ich glaube zwischen der Farm und der Powerstation. Nein, ich bin jetzt nicht mehr her teleportiert worden, darum weiss ich jetzt wirklich nicht genau, wo ich bin. Aber zwischen der Farm und der Powerstation jetzt glaube ich das Maisfeld und dort könnt ihr auf beiden Seiten reinsäckeln. Und jetzt, vielleicht vertue ich mich jetzt gerade mit links und rechts, aber es ist auf jeden Fall so, wenn ihr in Fahrrichtung herkommt, ist glaube ich rechts, ein alter Strommast und unter dem hat so eine versteckte Werkbank, wo man dann irgendwie so eine Tonbandaufzeichnung vom Richthofen kann aufbauen oder irgend so etwas. Und dort kommt jetzt gerade rum, seht ihr, da ist glaube ich der Turm. Und auf der linken Seite ist dann noch ein weiteres Easter Egg. Jetzt, ja, jetzt weiss ich gar nicht, ob ich es noch einmal gefunden habe. Ich bin hier, glaube ich, ziemlich verwirrt, weil eigentlich habe ich das Easter Egg gesucht und bin dann hier in diesem Maisfeld gelandet. Und ja, ich erspare mich das jetzt schnell, tue schnell ein bisschen vorspulen, bis ich dann wieder rauskomme und dann auf die andere Seite ins Maisfeld reingehen und dort das Easter Egg finden. Bis dann gerade. Hey, nein, wenn wir uns das so anschauen, leck, habe das Game habe ich gestern irgendwie am Morgen um 2 oder um 3 noch gemacht. Und ich war ja auch richtig verpeilt gewesen. Vor allem, ich habe nicht gewusst, dass es auf beiden Seiten das Maisfeld ist. Und ich habe mich dort durchgekämpft und gesucht. Weil das Easter Egg ist eben das Gebäude von
von der ersten Zombies-Map, die es gegeben hat, nach der Untoten, irgend so etwas. Und ja, eben, da habe ich es jetzt endlich wieder auf die Strasse zurückgeschafft. Und das Mal laufe ich auf der richtigen Seite rein. In diesem Fall in Fahrtrichtung auf die rechte. Wenn ihr auf dem Bus steht, könnt ihr das Gebäude auch schon über das Maisfeld rüber sehen. Und dann müsst ihr eigentlich hier so ein bisschen, ja, geradeaus laufen in diesem Sinn. Und dann kommt ihr hier zum Gebäude von Nacht der Untoten. Jetzt das Mal habe ich hier keine Gegenstände gefunden. Hier ist auch nichts, nein. Es ist aber so, dass ich beim letzten Mal, als ich hier war, hat es hier, wo die Lampe ist, nebendran einen Gegenstand gehabt. Auf diesem Aktenschränkchen. Man kann auch keine Türen öffnen, sonst auch nichts. Also es scheint im Moment wirklich nicht gross genutzt zu sein. Vielleicht wird es dann noch genutzt. Es ist auf jeden Fall ganz eine coole Sache. Und für das, liebe Treyarch, eben schon, seid ihr immer wieder so versteckte Sachen, so Anspielungen. Und an dem sieht man eben auch, dass sie selber Freude an ihren Games haben, dass sie auch ein bisschen den Fans etwas bieten wollen. Infinity Ward schießt jedes Jahr wieder etwas her und ja. Gut, wir wollen jetzt hier nicht einen Fight starten. Mir ist das gleich, ich habe mir meine Meinung gemacht und wie gesagt, ich bin absolut begeistert von Zombies im Moment. Und ihr seht die kleinen Michis, wenn man zur richtigen Zeit schlägt, kann man sie gut davon abhalten, einem überhaupt anzuspringen und sonst sind sie halt mit diesen 2 Schlägen weg. Jetzt hier bin ich wieder ein bisschen orientierungslos gewesen, aber ihr könnt euch eigentlich immer anhand vom Strommast und auch von Lava orientieren, weil von Lava sind wir ja hergekommen. Das heisst, wir müssen jetzt in die andere Richtung weiterziehen. Und wenn meine Annahme vorhin richtig war, dass das Maisfeld zwischen der Farm und der Powerstation ist, sollten wir jetzt eben hier vorne rauskommen, wo wir den Strom einschalten können. So, ich hätte jetzt auch den Teleporter wieder brauchen, aber solange dass ich nicht weiss, wo ich herkomme, bin ich noch ein bisschen vorsichtig. Aber ich werde sicher auch einen Durchgang machen, wo ich nur einen Teleporter ausprobiere, um einen Eindruck zu bekommen, wo es hergeht. Also, ich kämpfe mich hier durch, bin verpeilt, wieder ein bisschen in die falsche Richtung unterwegs. Und der Nebel macht einem eben schon ein bisschen zu arbeiten, weil es erschwert die Orientierung unglaublich und wenn man am richtigen Ort ist, wird es zum Glück wieder schön hell. Also, jetzt können wir endlich weitermachen. Und zwar gibt es jetzt noch etwas Zweites versteckt, das ich noch möchte zeigen. Und zwar habt ihr hier die Tür mit dem Powerzeichen. Das geht auch allein. Da müsst ihr das Mannequin herstellen. Ja, wow, schön verkackt hier. Kommen, Jungs. Schnell Elektro ins Gesicht. Schnell schauen, dass die Tür keiner kommt. Also hier das Mannequin her mit dem Power. Und dann müsst ihr schon schauen, dass ihr schnell seid. Und das geht, glaube ich, nur, wenn ihr Stamina abhabt und auch fast ein volles Mannequin. Darum ziehe ich jetzt hier durch, wie ein gekühlter Blitz und versuche hier nicht runterzugehen, genau. Hier geht raus und jetzt einfach der Strasse folgen und dann sollte man ja als nächstes zum Dorf herkommen. Und dort wollte ich eben auch her, weil die zweite Tresortüre, das sehen wir dann, die man noch aufmachen kann, dort beim Bankfach, wo man das Geld deponieren und rausnehmen kann. Hinter der hat es dann auch so ein Symbol mit einem Blitz an der Wand. Und wenn man dort, der Powerstation, gerade wenn man beim kleinen Kackhäuschen runterkommt, das Mannequin herstellt, das Strom generiert, öffnet das im Dorf den Weg in die Bank hinein. Und das ist äußerst wichtig, dass man das macht, weil so kommt man dann zu den Einzelteilen von dieser Pack-a-Punch-Maschine, wo man ja dann die Waffen upgraden kann. Und die Waffe kann man anscheinend auch, oder nein, die Waffe kann man auch mehrmals upgraden, ausser einer Traygun, glaube ich. Und es ist dann so, dass man dann immer ein anderes Visier irgendwie bekommt. Aber ich glaube, sonst hat es keine Vorteile. Aber ich habe es auch noch zu wenig ausprobiert. Auf jeden Fall, einmal 5000 Steine investieren reicht. Also jetzt probieren wir das schnell aus. Sprengen hier hinten die zweite Tür oder eben mit der Raygun könnten wir so aufschießen. Und jetzt ist hier offen. Normalerweise gibt es hier keine Stege. Jetzt können wir hier runterziehen, sind wieder so in einem crazy weißen Raum und holen uns als erstes mal hier den Tisch. Hier ist die Batterie, die wir dann noch holen müssen. Aber wir können natürlich immer nur ein Teil mitnehmen. Schnell ein bisschen schauen, wo sind wir hier, was geht hier ab, was haben wir für Möglichkeiten. Das ist eine absolute Sackgasse.
mit vielen Möglichkeiten für Zombies, von links, von rechts und jetzt eben auch von hinten, wenn ich hier am Bauen bin, mich anzugreifen. Ich denke, mal schnell probieren, ein bisschen zu verteidigen. Und ja, da strömen sie jetzt also recht rein. Ich meine, es ist zwar zum Glück erst Welle 14. Das Zeug sollte ihr mit so tiefen Wellen wie möglich abschließen, weil dann seid ihr dann optimal gerüstet für die nächste höhere Welle. Also, die strömen überall raus, kommen die Stege durch ab. Hier versuchen sie wieder so ein bisschen aufzureihen, dass ich maximale Punkte machen kann. Zwischendurch muss man einfach auch noch ein bisschen reinballern. Jawohl. Ja, das ist gut. Und ihr seht, wo die Hammerknarre, die ist der absolute Hammer. 125 Schuss drin, schießt nicht allzu schnell, man kann kontrolliert schießen, ladet schnell nachher mit dem Speed Gola. Und so ist man eigentlich fast jederzeit gerüstet für die Angriffe von diesen zum Teil doch sehr, sehr mühsamen Freaks. Oder Freakalo, wie mein Charakter auch sagt. Also, come on. Der Bus ist mittlerweile, glaube ich, in der Nähe oder oben dran. I don't care. Mal schnell mit dem Äffli doch ein bisschen für Ruhe sorgen. Weil wenn die dann alle hier hinten strömen besser gesagt. Ich habe gerade hier die Batterie angeschaut und darum der Freudsversprecher mit dem Strom. Wenn die dann hier hinten strömen, wird es schon ziemlich mühsam, weil sie halten einiges aus. Und sie aufzuhalten ist tricky, vor allem wenn sie dann noch von hinten kommen und yes, es geht, ja. Der Crawler hat mir auch fast die letzte Energie rausgezogen. Und klar ist jetzt die Monkey Bomb ein bisschen Verschwendung gewesen, aber auf der anderen Seite, was soll's, wenn sie einem das Leben rettet, machen wir doch das. Ja. Und wenn ihr sie schnell down haben, natürlich immer schön auf die Köpfe zielen. Oder eben gerade schön in der Reihe. Und dann kann man hier mehrere Köpfe mit einem oder 3-4 Schüssen zum Platzen bringen. Also, das nächste Teil, das wir brauchen, ist natürlich hier das Pack-a-Punch Signet, das oben auf die Maschine kommt. Und wer hat es gedacht, hinten, wo die Batterie in der Luft hängt, ist dann der Pack-a-Punch-Automat. Die Hammer geht rein, weil sie wird dann richtig zu einem Biest. Das Camo, das drauf ist, finde ich ein bisschen hässlich. Aber was soll's, halt sich gute Knarre. Und ihr seht, das Szenario ist dann immer gleich. Man ist hier hinten in dieser Sackgasse und muss halt einfach schauen, dass man nicht gerade überrannt wird. Hier noch ein Max Ammo, das ist immer schön, dann weiss ich, jetzt kann ich richtig reinballern. So, come on. Den auch noch schnell fertig machen. Ihr seht, es braucht nur wenig von diesen Schüssen, Laserschüssen oder was auch immer jetzt sind. So. Aber ja, ich würde sagen, die Magazingröße der Waffe ist wirklich extrem wichtig. Der Granatenwerfer in meinen Augen könnt ihr euch zum Beispiel sparen, weil dem seine Granaten explodieren nur bei brennenden Gegnern auf Impact und sonst rollen sie noch so ein bisschen rum. RPG ist sicher lustig, aber auch dort, ja, eben, ich habe gerne die AKU, weil das eine Waffe ist, wo ich Munition bei der Powerstation aufnehmen kann. Und dann eins von den Sturmgewehr, weil das einfach übelst viel Munition hat. So, also jetzt hätten wir hier beide Waffen aufgerüstet. Wir sind Runde 15, haben also noch gäbig Zeit. Ihr seht, die Gegner, jetzt brauchen sie 2 Schläge. Ich brauche immer noch 5 Schläge, von dem her ist mir das gleich. Wenn sie mich hier zweimal brechen. So. Ja, man muss eben auch schon aufpassen. Wenn mehrere Zombies auf einem Haufen säckeln, dann kann es sein, dass man innerhalb von wenigen Sekunden 4-5 Schläge eigentlich ins Gesicht bekommt und hier schon wieder in die dümmste Situation manövriert, die ich mir vorstellen kann. Und ich habe keine Ahnung, wie ich das überlebt habe. Zum Glück ist hier das Monkey Bömbli und rettet mir wieder mal den Arsch. Also, ja. Wie ich erwähnt habe, häufig habe ich einfach noch zu wenig Erfahrung, um mich wirklich immer intelligent zu verhalten. Aber ihr seht, Fehler werden gemacht. Ich tue hier mal richtig Geld hinterlegen. Ich bin wirklich, wirklich gespannt, ob ich das alles kann wieder abheben. So. Also das sollte über 10 Tonnen sein, die jetzt drinnen liegen für den nächsten Spieldurchgang. Und ja, allzu viel gibt es jetzt eigentlich nicht mehr zu zeigen, weil eben, es gibt zwar noch jenste Easter Eggs und Sachen, die man noch zusammenbasteln und so Zeugs, die ich selber noch nicht gemacht habe. Aber eigentlich von den Sachen, die ich wollte zeigen,
sind wir jetzt mehr oder weniger durch. Es gibt zwar noch etwas, ja genau, wo ich gerne möchte zeigen, etwas versteckt. Tun wir hier mal schnell vorspulen, bis wir so weit sind, bis näher gerade. Also jetzt gemerkt, vorspulen bringt eigentlich nichts. Ihr habt gesehen, es hat von Runde 16 auf 17 gewechselt, hat die Gegner noch fertig gemacht. Und wo der Bus jetzt gerade das Städtchen am Verloren ist, habe ich mir überlegt, eigentlich wollte ich jetzt wirklich noch schnell das Versteckte auch ein Easter Egg euch zeigen. Und zwar säckeln wir jetzt hier vor der Stadt wieder zurück. Richtung Powerplant, wenn ich mich nicht täusche. Und am besten halt nach hier eben wieder von der Stadt zurücklaufen, auf der linken Seite. Das kann dann dazu führen, dass ihr einen kleinen Umweg laufen. Vielleicht ganz klar ist mir das eben noch nie, wie es hier aufgebaut ist. Ihr seht, man kann hier relativ weit hin und her ziehen. Aber wie gesagt, wenn ihr nach links haltet oder wenn ihr vor Powerplant zum Dorf säckelt, rechts haltet, kommt ihr irgendwann zu so einem brennenden Untergrund. Und nebst dem ist hier ein kleines Holzfauer. Ein kleines Holzfauerhütchen versteckt. Und ja, da gibt es eigentlich ein Bowie Knife zu kaufen. Wobei das ist eigentlich fast, ja ich sage nutzlos, wenn man den Elektroschocker hat. Man kann hinten raus und es hat sogar noch einen Gegenstand, wenn ich mich nicht ganz täusche hier. Ein paar abgefuckte Schädel und so, also man kann sich etwa vorstellen, was hier in diesem Häuschen ist abgegangen. Schnell schauen, jawohl, hier konnte ich noch irgendein Teil aufnehmen, aber keine Ahnung was das ist. Sie sind ja immer ein bisschen an anderen Orten anzufinden und so. Aber ja, das hat mir eigentlich auch noch nicht gedacht, dass sie hier auf dem Weg, und man hockt sonst eigentlich im Bus und sieht das auch gar nicht gross, auf dem Weg hat es auch noch Zwischenstationen, wo man Sachen finden kann. Ich denke, man hat, wie gesagt, noch nicht alles austüftelt und von dem her kann man gespannt sein. Ich tue jetzt hier mal beenden, ist jetzt schon relativ lang gegangen, hoffe, es hat ein bisschen geholfen und wünsche euch einen schönen zusammen.